November im Bergwald bei Ruhpolding. 8 Männer auf einer Mission. Angeführt von Anton Geierstanger. Heute holen wir einen Maibaum, einen besonderen Maibaum, ja, weil es ein Zwiesel ist. Das ist ein Zwieseliger. Möchte man mal aufstellen, weil einen geraden Maibaum hat ja jeder. Und ein Zwiesel hat nicht jeder. Darum stellen wir nächstes Jahr ein Zwiesel auf. Die gelbe Herbstkrone ist typisch für eine Lerche. Und diese soll der neue Ruhpoldinger Maibaum werden. Ihr Stamm ist zwieselig, gespalten. Eine Laune der Natur. Die Ausbilder der Ruhpoldinger Holzknechte, Anton Geierstanger und Wolfgang Thum, wissen genau, warum dieser Baum so besonders ist. Er soll halt nicht zu stark sein und auch nicht zu dünn. Er muss dann in einen bestimmten Schuh reinpassen. Er soll schön geschlacht sein, also gleichmäßig, gerade, nicht krump und einfach schön ausschauen. Und bei einer Lerche ist das nicht so einfach, weil eine Lerche ist eine Lichtholzart. Wenn die immer auf einer Seite ein bisschen bedrängt werden, dann weicht die sofort aus. Die 100 Jahre, wo der wächst, oder 120 Jahre. Und darum ist eine Lerche oft nicht ganz gerade von unten bis auf. Diese Lerche aber ist schnurgerade. Interessierter Beobachter der Fällung heute ist Professor Martin Illner von der Hochschule Rosenheim. Er begutachtet Maibäume, auch den Zwiesel in Ruhpolding. Als solcher hat der ein grundsätzliches Problem. Also wenn man sich das anschaut, der Zwiesel ist ja praktisch so, wie jetzt die 2 Finger sind. Und dann kann es durchaus sein, dass also da in der Mitte sich Laub und Dreck sammelt und dass von der Stelle aus dann eine Fäulnis entsteht und den Baum da schwächt. Und da ist oft so, dass die dann im Sturm an solchen Zwieseln auseinanderbrechen. Deshalb will er sich die zwieselige Stelle ganz genau anschauen. Jetzt wird's ernst. Wolfgang Thum sägt zuerst den Keil, der die Fallrichtung der Lerche festlegt. Die ist besonders wichtig, denn es darf auf keinen Fall etwas abbrechen. Kurze Kontrolle. Das passt schon. Da vorne das kleine Stängel, wir haben hier die Bucht, da möchte man zwischen rein haben, weil er dann sich da oben schön aufhängt. Der soll gar nicht umfallen. Der soll jetzt in dem Fall nicht umfallen, sondern der soll sich anhängen, dass wir noch mit dem Bullock langsam ausziehen, dass der langsam nachkommt. Weil wir Angst haben, wenn wir durchfallen, dass uns bei dem Zwiesel irgendwas davon bricht. Gerade der Lerch bricht ja recht schnell. Wenn man den Lerch frei umschneidet und ist ein bisschen ein Geländebuckel drin, dann bricht die ab. Wie willst du das verhindern jetzt? Jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Der letzte Schnitt. Ob die Lerche von den Bäumen drumherum aufgefangen wird? Es klappt. So wollte man eigentlich haben. Er hat jetzt ein bisschen Draht, haben wir vollen Plan. Also mal gespannt, man ist natürlich schon gewisse erleichtert. Das hat jetzt einmal so ganz gut ausgeschaut. Wie in einem Nest ruht der Zwiesel mitten in den anderen Bäumen. Mittels Seilwinde soll der künftige Ruhpoldinger Maibaum jetzt kontrolliert nach unten weggezogen werden. Und? Ja, es kann sein, dass uns jetzt irgendwann einmal durchgefallen ist. Da ist jetzt auch gerade so ein Nuck. Weil uns da durchgerutscht, das wollten wir eigentlich gar nicht. Also, wir wollten einmal länger hängen bleiben, aber jetzt müssen wir schauen. Es wäre vermutlich fatal, wenn die Lerche aus dieser Höhe abstürzt. Oh nein. Alles hinüber? Nicht gut. Ja, das ist jetzt hier eingerissen. Aufgerissen ist er. Was? Passt. Ja, den hat es da hinten so weit zusammengedrückt, dass ihn da im Prinzip auseinander spreizt. Ja. Also der Riss geht wahrscheinlich ziemlich tief rein. Also ich gehe davon aus, dass man den für den Zweck, wo man hernehmen wollte, nicht hernehmen kann. Ja. Das war's also mit dem Zwiesel für Ruhpolding. Oder? Jetzt sind wir da hinten einmal ein wenig weg, dann kann man schauen, was der Riss macht. Und dann, wenn der Boss sagt, es geht, dann zeigen wir viel. Der Boss, das ist Professor Illner, der den Baum sowieso gutachterlich abnehmen muss. Sein Urteil entscheidet jetzt. Das ist eigentlich das Blödeste, was hätte passieren können. Und
So wie der Riss da ausschaut, geht er wahrscheinlich noch ganz schön in die Tiefe rein. Also den muss man dann mechanisch irgendwie sichern, wenn man als Baum hernehmen möchte. Man muss halt stahlbaumäßig unterstützen, den Baum um ein bisschen. Ja. So wie es ausschaut, da die den schon rausziehen und versuchen, das mit dem zu machen. Habt ihr das gehört, Wolfgang? Ja. Ja, gewisse Hoffnungsschimmer, gell? Passt schon. Er hat also doch noch eine Chance, der Zwiesel. Jetzt muss er unfallfrei aus dem Wald heraus. Ohne die Einschätzung von Gutachter Illner hätten die Ruhpoldinger den Zwiesel sicher aufgegeben. Mir geht es ehrlich gesagt richtig gut, weil ich war das passt. Der Boss hat gesagt, wir können ihn nehmen. Freut mich natürlich gescheit, jetzt liegt er da. Schöne Docke. Vier Monate später, Ende März. Der Winter ist auch in Ruhpolding früh vorbei. Und der Zwiesel mit dem langen Riss liegt noch immer an seinem Platz. Heute wird der künftige Maibaum verstärkt und gesichert. Hans Aschenbrenner von der Gemeinde kümmert sich um die Umsetzung, die ein Ingenieurbüro extra berechnet hat. 4 lange Schrauben sollen den Riss im Inneren stabilisieren. Zusätzlich kommt eine Schelle drumherum, die Schlosser Werner Kastner gebaut hat. Wenn du ein Korsett kriegst, das ist am Anfang auch ein bisschen schwer, bis es zugemacht ist. Aber passt schon. Aber ist das auf dem Maß gemacht? Aber der soll ja auch ziehen. Ja. Es eilt, den Zwiesel zu sichern, denn mehrere Trachten- und Burschenvereine aus der Region haben angekündigt, den Maibaum bald stehlen zu wollen. Weil du weißt ja nicht, wenn der nicht gesichert ist oder die Verstärkung nicht tut, wenn die den stehen und wenn da pressiert es nachher, dann eine Ruckaktion und dann kann es passieren, dass der Riss noch größer wird oder der bricht. Ja. Gut, gekontert, passt, kann schon nicht mehr weg. Und dann wäre das Maibaumaufstellen in Ruhpolding wirklich in Gefahr. Die 2 maßgefertigten Traversen geben dem Zwiesel nach oben hin Halt, falls es mal stürmt. 1 Stunde hat's gedauert. Ja, heißt, das Werk ist vollbracht. Ich bin neugierig, was die Leute sagen. Einmal werden sagen, Spinner der Teufel. Machen sie da, stellen sie Zwiesel auf, wer hat sich den Schmarrn eingebettet, gell, und so. Aber es ist halt einmal was anderes. Mir ist das wurscht, was die Leute sagen. Mich freut es, da einmal ein anderer Baum da steht. Spinnerte oder geniale Idee? Die Reaktion der Ruhpoldinger auf den Zwiesel wird man beim Aufstellen am 1. Mai erleben.